Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlift. Ich will mal den neuen Film vom Yorgos Lanthimos so gucken. Also jeder, den Regisseur kennt, ja, den finden entweder mega gut oder geht nicht so ganz warm mit seinen Filmen. Auf jeden Fall sein neuer Film Poor Things mischt gerade überall ein bisschen Schlagzeilen. Wenn mir der Film da gefallen hat, das gesehen da noch heute bei Filmlift. Nach ein kurzer Verweis auf das letzte Video The Beekeeper, also das Filmlife-Review zu The Beekeeper. Ich weiß, der Film also vielleicht nicht für jeden ab, trotzdem guckt euch einfach vielleicht das Video an, weil es gibt 2 Kinosticker für euch zu gewinnen, wenn ihr mir an die Kommentare eure Lieblings-Action-Film schreibt. Just eine kleine Ummerkung an der Sache. So, auf jeden Fall geht es los um den Film Poor Things. Ja, vielleicht habt ihr es schon gesehen bei den Golden Globes. Damals Stone hat einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin gewonnen für die Rolle von Bella Baxter an Poor Things. Und direkt von vier was geht es? Also, das ist ein bisschen komisch, wenn ich das so beschreibe. Das ist eine Art Barbie trifft Frankenstein an, ja, so ziemlich das werde ich an diesem Film erwartet. Denn Dr. Godwin Baxter, gespielt von Willem Dafoe, hat sich das junge Bella Baxter quasi so in den Null gehabt, aber benutzt das Mädchen als eine Art Experiment. Nur dem Angriff, den er nun ihm ausgefeuert hat, hat quasi die Welt neu kennenlernen. Alles, was neu für hat, auch motorisch, als alles nicht mehr so wie, denke, 400 Operation war. Und ja, schwätzen, alles, was wir halt so können, aber was wir halt so am Alltag erleben, das kann halt nicht mehr und muss alles von vorn neu lernen. Und wir gesehen dann den Film Poor Things durchstehen quasi vom Bella Baxter, wie hat die Welt eben neu kennenlernt. Und das Ganze ist ein super spannendes Gedankenexperiment, weil natürlich am Laufe der Zeit wird Bella ganz viele Sachen noch vorstellen. Sachen, die mir halt einfach so machen, Sachen, die für uns ganz normal sind, wird hat dann so nachfragen, aber wo wir uns da selber können vorstellen, tja, wieso machen wir das eigentlich? Wieso sind wir so, wie wir sind? Groß am Vordergrund steht aber auch die Emanzipation von Bella Baxter. Da wird eben ein bisschen der Punkt, was Barbie quasi wollte sehen, der Schritt geht, wie soll ich sagen, Poor Things geht das ganz noch ein bisschen mehr weit, nach mehr krass, noch ein bisschen mehr am Fanger entwonnen. Also Thema Sex als allgegenwärtig. Also das muss ich wirklich von vier sagen, das Thema ist permanent präsent. Auch an den Szenen ziemlich explizit. Und das fand ich mega krass vom Emma Stone, den Schritt gegangen zu sehen. Weil wirklich, also et gesagt, recht viel. Es war nicht zu so, für nicht besser zu so, dass ich bald alles gesagt habe. Verschiedene Szenen sind wirklich extrem explizit. Und ich fand das extrem krass, das hat den Schritt gemacht, für die Message dann do quasi zu vermitteln. Also ein gewohnter Schritt, den definitiv zu respektieren ist, an den absolut zum Thema vom Film passt. Also das gliedert sich an und das macht absolut Sinn. Wenn der Lohai ich geblendet die Szene vom Trailer an, werde wahrscheinlich feststellen, boah, der gesagt aber alles lusch aus. Und der Film ist auch lusch, ohne an. Den ist, was waren nur 2 Stunden, ich weiß nicht, wir haben es über 2 Stunden, ist der Film lusch ohne an. Den hat eine ganz spezielle Optik, den hat eine ganz spezielle Art und Weise, Momente als Szene zu setzen. Das ist alles extrem unique, wenn ich so will. Und es hat oft Gefühl, weil alles so überstilisiert ist und alles so extrem farbig ist und alles so drüber ist, dass man, ob das vielleicht eine Perspektive aus dem Bella-Sänger Sicht soll sehen, für uns ist ja alles mittlerweile alles Standard, für hat das aber vielleicht alles mega krass. Das war so ein Gedanke, den ich vielleicht dabei hatte, und das passt aber mega gut. Aktuell Kinolandschaft ist, was Blockbuster-Sachen angeht, ziemlich trash gehen. Das ziemlich, finde ich, so langweilig gehen. Wir gesehen den ganz standardisierten Altersbereich sind wir nonstop, findet Marvel an DC zu nennen, was man jo am Jahr nimmen so raggestoppt kriegen an uns da frohen, boah, wie können mal einke Apps, was irgendwie als aufholen kann. Aber Poor Things mischt halt für allem Apps, und zwar aus dem Schema rauszubrechen, an ihr etwas zu weisen, wer den definitiv nicht alldach am Kino wird gesehen. Das ist auf jeden Fall ein Film, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute da draußen das dort nicht ganz gerne werden haben, weil es auch komisch anzugucken ist. Das ist nicht immer, das verlangt halt du ein bisschen
Überwandung sich drauf anzulassen, weil es so ungewinnt ist, aber trotzdem habe ich es super, super faszinant fand. Insgesamt, wie man Kameraerstellungen gespielt wird, wie ein Fisheye-Optik angesagt wird, das ist etwas, was den nicht ganz oft gesagt. Und ich sehe schon, ob die schauspielerische Leistung von Emma Stone noch kurz zu schwätzen kommt, spielt wirklich grandios. An den Golden Globes absolut verdient, und ich denke, eine Oscar-Nominierung als er zu 1000% drauf, wenn es nicht so gut lot, dass er seinen zweiten Oscar kriegt, gänget mich nicht wundern. Spielt das wirklich extrem gut, aber für allem auch eine Rolle, die man bis von ihm noch nicht gesehen haben. Etwas wirklich ganz Befremdliches, und wird bestimmt auch während dem Dreh wahrscheinlich nicht so ganz einfach war. Mir wird aber nur beweist, was für ihn schauspielerisch Kaliber Emma Stone ist. Und ich fand ihn hat einfach grandios. Sind da La La Land, also sowieso bei mir an einen ganz hohen Rang. Und seitdem fand ich ziemlich alles, was so gemacht wird, fantastisch. Aber Heimat Poor Things stichtet schauspielerisch denke extrem raus. Unter anderem auch der Willem Dafoe, den halt mega gut ist, den absolut gelungen ist, den Godwin Baxter spielt. Und du hat den ein bisschen aufgedrängten Doktor, wenn den Dr. Frankenstein eventuell so, weil Doruna erinnert wirklich extrem an den Willem Dafoe, ist sowieso fand ich auch immer grandios, gucken Gemma auch ganz gern an den spielt der Toten auch souverän an noch ein ganz skurril Erderweis. Wen aber auch extrem gut ist, als dem Mark Ruffalo, und du so schließt mal auch Grenze ob die Marvel-Ausspielung von 4 drohen. Mark Ruffalo, den ist wirklich, also ich denke, er ist auch eine Oscar-Nominierung dran, weil den Mann, den kann, wie soll ich sagen, am Film leiden. Also der Leid riet durch an ein mega geile Kontrast zum Bella Baxter, weil die 200 ab einem Moment sind sie an einer Beziehung zusammen, an den Mark Ruffalo spielt den Duncan Winterburn an einer sind ziemlich angesehene Mann, der weiß, was er will, an der weiß, wie ihn sich durchstellen kann, und die könnt bei der Frau gut an den trifft er noch Bella Baxter, wird absolut nicht mit Sängerwelt eigentlich zu dienen hört, an der komplette Kontrast zu ihm bietet. An he lässt sich dann einfach hat an oder he will hat dann unbedingt dann hat lässt sich op hin an he hat zersteiert hin den Moment bringt he komplett aus der Bund an dat spielt hin so mega gut an das ist so ein mega gute Kontrast an het funktioniert op so vielen Ebenen schon net genoss ihm beim Leide quasi not zu gucken bei Sänger Charakterentwicklung not zu gucken der tut für mich nonstop Spaß gemacht es tut oft man eng Arunst denn du weil ich nicht immer ganz wusst we ich verschiedene Szenen los soll fanne werde ich aber mir lange drüber nur denke wat Film aber immer besser gefällt an ich man definitiv denken Schneikerwert gucken Punkt ob den auch muss Abgänge gehen als Musik also der ganze Score also nicht wo ich ging so ein paar kaufen mal ob wie null an dann sitzen mich du hin an der Lauf drin steht Soundtrack das werdet nicht sehen weil auch so skurril wie der Film so skurril als auch das Soundtrack das werde auch noch nicht heieren hun passt aber eurem wie Fauststopp da de Film aus fand ich so rund wie nimmer rund kann sinn trotzdem das sind die Maklen hu die in soll hun wirkten als Gesamtkonzept super stimmig an super innerhaltsam weil es halt einfach wie gesot App es aus werd man nicht alldach am Kino werten erliewen du werte Leute sind die definitiv werden dummer da unecken aber mir huet dat ganz mega gut gefallen bringt Aufwieslung an die Kinder und du wenn rufen guck der stehen ob vorhin dass der Not vielleicht so den hört mir wat war dat dafür ein aufgedrängten Quatsch mach Sinn dass dat so aber et werte bestimmt doch Leute besser sind die so freck dat du war spezial dat schmengen dat wird so speziell werde Begriff sind der so aber fährt noch Leute den du besser gefällt erzählt man du wenn gerne an die Kommentare wie ihr der Film gefallen von der gesehen wird an wat an Ehren an die skurrilsten an einzigartigste Filmers den dir bis gesehen wird das ging mich immens interessieren wirklich cool wann der heute so die Filmfirschläge wirklich schon Kommentare schreibt wenn man das so ein bisschen zu Summe sammeln da kennt den ein separat Story wird oder separate Video iwwer de Filmer man dann man die ran an dann manche separate Video iwwer de Filmer die dir mir dann dra schreibt oder an Actionfilmdinger vom Beekeeper können man auch gerne dra schreiben wann du App es spezielle Sass natürlich du kommt nicht mal da hart der könnt natürlich auch da hart dran schreiben für wann der Fan du von der sieht
für Tickets zu gewinnen können machen. Aber wenn der unique Sachen hat, wo der so, ey, das lebt komplett unter dem Radar, das wird kein Umschirm, schreibt das gern drinnen. Und in dem Sinne ging es so, war es da doch schon. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß am Kino mit Poor Things. Ciao!